Jetzt hallo, liebe Freunde der schwäbischen Sprache. Wisst ihr eigentlich noch, was ein Fiedle ist? Also die Älteren unter euch, die wissen es garantiert noch. Die bestimmt oft als Kinder gehört, wenn die gut tust, dann drückst du Fiedler voll. Oder wenn man irgendetwas angelangt hat, was man nicht anlangen soll, tu deine Fiedlerfinger weg. Oder wenn man jemanden hat beleidigen will, hey, du Fiedlergesicht. Die Jungen, jetzt feststellen müssen die Jungen auch, wenn sie im Schwäbischen geboren sind, 18, 19, 20-Jährige, dann wissen viel nicht mehr, was ein Fiedle ist. Das erkläre ich jetzt gleich. Manche von euch sagen jetzt bestimmt, die Lösung ist ganz einfach. Ein Fiedler ist ein Fiedel, ein Streikinstrument, eine Violine, eine Geige. Neu, das hat mit dem gar nichts zu tun. Ein Fiedler ist die schwäbische Bezeichnung fürs Hinterteil, für den Arsch. Wobei jetzt nicht ganz genau sagen kann, ob es wirklich nichts mit einem Musikinstrument zu tun hat. Die wirkliche Wortherkunft weiß ich jetzt nicht, weil es gibt ja im Hochdeutschen nur das Wort Arschgeige. Vielleicht sucht ihr selber mal im Internet, dann selber mal nachforschen. Vielleicht hängt Fiedler und Arschgeige miteinander zusammen. Also, ihr müsst aber ehrlich zugeben, dass das Wort Fiedle sich viel schöner hört als das einfache, gewöhnliche Wort Arsch. Wenn für euch jetzt jemand rausfindet, was das Wort Arschgeige mit Fiedle zum Tor hat, dann lasst mir die Information bitte zukommen und dafür jetzt schon mal im Voraus also einfach Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüssle.